Herzlich willkommen bei den oder beim Dominikus LP. Ich bin's, der Dominikus, und wir spielen Factorio. Ja, wir haben letzte Woche hier aufgehört, dieses kleine Zeug schon mal hier zu machen. Haben auch Eisenplatten schon mal durchgebrannt. Die zwei hier befüllen wir noch jetzt mit wie heißt's? Mit Brennholz oder Brennmaterial. Und hier schmeißen wir schon mal Kupfer wieder rein, dass wir mal hier anfangen können, die Zahnräder und hier Heizkessel herzustellen, dass wir endlich hier auf Strom gehen können. Und zwar für den ersten Heizkessel, also brauchen wir hier erstmal eine Pumpe, und die Pumpe braucht 5 Eisen. Es war mir klar, dass der jetzt halt wieder kein Holz hat, also kein Brennmaterial. Hauen wir ihm jetzt erstmal das Brennmaterial rein, dass er uns wieder hier... wir haben schon eine Pumpe gebaut. Okay. Haben wir bestimmt in der letzten Folge schon. So up to date bin ich noch nicht mehr. Weil ich die jetzt nicht alle hintereinander aufnehme, sondern immer eine, die wo am nächsten Tag rauskommen sollte. Normalerweise immer. Aber das ist meistens bei mir unterschiedlich, wie ich es mit der Arbeit oder mit der Schule auch schaffe. Weil ich halt gerade noch in der Ausbildung bin für einen Schreiner, wie ich auch bestimmt in den letzten Folgen oder auch in den anderen Folgen erzählt habe oder erklärt habe. So, jetzt brauchen wir noch Schmelzofen, und den Schmelzofen stellen wir mit 5 Steinen hier. Ja, ein Steinofen, also so ein stellen wir auch hier mit einem. Okay, brauchen wir noch Zahnräder, also nochmal 9. Sagen wir mal, wir bauen 2. Wir bauen mal 3 Heizkessel und dann noch 2 solche Dampfkessel, dass wir schon mal auf den Strom aufsteigen. Jetzt können wir uns 2 bauen, und danach brauchen wir auch noch mal genau, dass wir hier dann, wenn wir 29 Eisen haben, hier mal anfangen, ein wenig mehr von dem Zeug hier durchzubrennen. Mit Shift kann man hier noch, mit Steuerung kann man hier die ganzen Sachen rausziehen. Dann seht ihr es hier oben auch. Und jetzt bauen wir hier unseren neuen Dampfkessel. Noch einen befeuerten Erzförderer und noch 2 Holz brauche ich, dass ich hier eine Holzkiste bauen kann. Hier hauen wir gleich einmal wieder was rein.
Okay, die sind gerade am Brennen. Du. Und jetzt machen wir hier eine Holzkiste. Ihr zwei kriegt das und das. Ja, okay, packen wir alles rein. Dann hacken wir uns jetzt noch ein paar Bäume ab. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Projekt findet. Wie ihr das Projekt jetzt gerade findet und auf was ich jetzt dann theoretischerweise einsteigen soll, was ich als erstes machen soll, was ich als nächstes machen kann. Könnt mal einfach mal in die Kommentare schreiben und ja, jetzt haut der uns hier schon mal ein bisschen Stein in die Kiste, dass wir vielleicht immer mal wieder nur noch an die Kiste gehen brauchen, dass wir hier und dann haben wir hier noch, brauchen wir nochmal 20 Eisen, können uns noch einen Dampfkessel machen, sollen wir uns auch noch gleich einen Erzförderer, komm, machen wir noch hier zwei und einen automatischen Erzförderer, dass das hier mal ein bisschen zügiger vorangeht. So, hier haben wir unseren Tümpel. Können auch mal auf die Karte schauen. Ja, da müssen wir erstmal weiter erweitern. Die Karte, dass wir hier den ersten haben wir noch Röhrlis, also Rohre, und da haben wir jetzt erstmal Dampfkessel. Einmal hier die Bäume abhacken, hier dann noch die Bäume. Und jetzt haben wir hier schon mal genau, und jetzt kann der hier nicht wegarbeiten. Du hast ausgedient, ist jetzt abgeschoben und hier hingepackt, der neue. So, und jetzt haben wir hier schon mal einen Verbrauch. Der kriegt nicht, ja, das ist halt nur der eine Strommast, also der eine elektrische Erzförderer. Wir produzieren jetzt gerade 90 kW und wir haben eine Verfügbarkeit von 90 kW. Wenn wir jetzt hier mehrere Erzförderer anstellen würden, dann würden wir hier mehr von den Dampfmaschinen brauchen, oder wenn wir bald auf die also mehr mit elektrischen Maschinen machen, dann müssten wir mehrere Dampfmaschinen hinpacken. Und wenn wir die Ölforschung angetrieben haben, dann müssen wir auch können wir auch Akkus machen. Und die Akkus sind dann auch noch gut, weil sie dann auch noch Strom speichern. Und die Sonnenenergie können wir dann auch hernehmen, dass wir dann so auch speichern können, also wenn wir Solarzellen haben. So, und jetzt brauchen wir hier nochmal 36 Zahnräder, Fließbänder,
36 Stahlplatten, dass wir uns das erste Labor machen können. So, mit F könnt ihr einfach hier die Sachen anzeigen lassen, die wo ihr hier fördern lässt. Und hier brauchen wir schon wieder Nachschub, und das hier mache ich mit Steuerung und Rechtsklick. Da macht er einfach die Hälfte rein und da mache ich Linksklick, ganz einfach. Jetzt habe ich mein ganzes Holz aufgebraucht. Du kriegst gleich mal hier einen Nachschub. Und du kriegst auch gleich einen Nachschub. Du auch und du auch. So, mit Steuerung einfach die ganzen Sachen rausholen. Und hier kann man gleich das nächste Labor machen. Und jetzt können wir uns schon mal anschauen, wenn wir auf T drücken, welche Sache wir jetzt als erstes machen würden oder wollen. Wir haben hier einmal die Automatisierung, dann haben wir die Logistik, dann haben wir die Optik, also dass wir hier Lasertechnik und Solarenergie machen können. Dann haben wir hier auch nochmal Geschütztürme, können wir erforschen. Die brauchen halt dann ganz normale Handfeuermunition und die sind eigentlich nicht so wirklich effizient. Da sind die hier, wartet, da sind die hier, die Lasergeschütztürme, sind da schon ein bisschen besser. Wir können auch Steinmauern machen. Das ist dann das, wenn wir größere Sachen brauchen. Also wenn wir größere Basen haben, dann brauchen wir das. Wir können aber hier auch die Rüstungsfertigung hernehmen. Da kriegen wir halt eine leichte Rüstung. Bei der hier kriegen wir eine schwere Rüstung. Bei der 3 kriegen wir eine modulare Rüstung. Also da können wir dann Sachen auch wie einspeichern wie Inventar, Abfalllogistik oder auch Logistikplätze. Oder was gibt es hier noch? Genau, solche Sachen. Schutzschild, Energieschild. Energieschild MK2, dass es das Bessere ist. Oder tragendes Solarpanel. Oder vieles mehr, das wo mit so einem Manschkal ausgestattet ist. Dann gibt es hier auch noch Militär. Ein Werkzeuggürtel, da brauchen wir halt schon eine bessere Stahlproduktion. Und Landaufschüttung, also Landfill, wie es die meisten sagen. Und ich habe bei mir auf der Testwelt, habe ich die Automatisierung als erstes gewählt. Wenn wir die Montagemaschine 1 bekommen und einen Langgreifarm. Wenn wir dann zur Elektronik kommen, zur Elektrotechnik, dann kriegen wir hier auch einen Filtergreifarm und können dann auf die Solarenergie und Automatisierung 2 gehen. Auf die Automatisierung 3 können wir dann an die Automatisierung 3 oder auch die Motoren, dass wir hier die Automobilität haben, Eisenbahn oder auch die Elektromotoren, die wo dann für die ganzen Bauroboter, automatischer Aufbau,
persönlicher Robohanger oder für den Kampfanzug MK2, so Kampfausrüstung und ja, oder dass wir die erste Forschungsgeschwindigkeit haben, würde ich einfach mal die Automatisierung 3 nehmen, als 1er nehmen, damit anfangen. Jetzt haben wir hier eine Nachricht bekommen und hier haben wir eine Leiste oben, die zeigt uns an, wie fortgeschritten die Forschung ist. Und ich würde einfach mal sagen, weil wir hier schon weiter rausgebaut haben, machen wir einfach mal hier die Forschung hin. Und der braucht natürlich jetzt auch Strom. Jetzt sehen wir hier, hat jetzt eine konstante Linie, immer noch. Da kann man halt nachschauen, ob sie immer noch konstant ist. Und derzeit braucht man gar nichts. Und wenn wir hier jetzt mal auf Zwischenprodukte gehen, sagen wir mal 9 Forschungspäckchen, dann wir kriegen die dann hier rein, dann sehen wir, hier wird angefangen und hier brauchen wir jetzt schon 150 kW, Kilowatt heißt es übersetzt, und jetzt hat es gerade keine mehr drinnen von dem und einfach mal nachfüllen. Und es braucht hier mindestens von dem Forschungspaket 1 braucht es insgesamt 10 Flaschall und 10 Minuten oder wie viel halt die Forschung braucht dafür. Und wir können da immer wieder was reinfüllen. Und hier seht ihr, dass es weitergeht. Und hier sehen wir es auch, dass es einigermaßen konstant ist. Wenn ich einigermaßen immer ausschalten muss, weil ich bin ein bisschen verkältet. Aber das macht hoffentlich nichts für euch. Es hindert mich auch nicht aufzunehmen. Gehen wir noch einmal durch, dass wir hier nochmal einen Flaschall bauen können, meinte ich. Weil hier oben hat es schon wieder aufgehört und die brauchen mehr Forschungs. Und da sehen wir die verbleibenden, ich kann nicht mehr reden, verbleibenden Prozent. Und der grüne Balken hier geht langsam zurück und hier geht der nach oben und hier oben geht es auch weiter. Wir können auch hier oben mal nachschauen. Okay, 50%, das passt. Wir können aber auch hier unten einen automatischen Erzförderer jetzt bald mal hinstellen. Oder wir sagen hier, machen wir mal 10, 20, machen wir mal 20. Jetzt sind wir fertig. Und jetzt können wir gleich zur Elektronik übergehen. Oder wir machen die Logistik. Da kriegen wir einen schnellen Greifarm, ein Teilerfließband und das unterirdische Fließband. Das würde ich jetzt machen, weil wir da besser dran sind. Und hier würde ich gleich die 26 machen, weil dann haben wir die nächste Forschung gleich am Laufen. Hier machen wir einfach das Teil weg. Hier
gehen wir einfach auf die Sachen drauf und ich würde hier gleich sagen, wir machen dann, wenn wir vier den hier bauen wir jetzt ab. Den würden wir hier oben hinstellen. Also würde ich jetzt hier oben hinstellen. Einer liefert raus, einer liefert rein. Jetzt machen wir hier auch noch Holz rein. Und einer müsste jetzt noch rausliefern. Oh. Und da machen wir jetzt gleich die Greifarme, die Automatiken, die mit Automatik, weil die einfach besser sind. Und die brauchen jetzt schon ziemlich lange hier die Wissenschaftspakete. Und wir schmeißen vielleicht gleich mal die Forschung an. Ja, und das war's für heute. Gut, schön, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns vielleicht bei einer nächsten Folge von Factorio. Also dann, Servus.